Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende 2 Beiträge für euch parat. Das Hotelprojekt in Wengen und die Frage, wie viel Luxus passt in die Alpen, und der erste Teil von Journey Arctic Kunst. Vermögende Unternehmer, die in kleinen Alpendörfern grosse Summen investieren und Luxusimmobilien aus dem Boden stampfen, genau das könnte in Wengen passieren. Im Gespräch mit Ben Abeckle erzählt der Ferienwohnungsbesitzer Markus Loretz, wieso er gegen das geplante Luxusprojekt in Wengen ist. Grundsätzlich, dass im Galliweidli etwas gebaut wird, etc., für das habe ich Verständnis und ist nachvollziehbar. Dass es ein Hotel ein neues geben soll, das ist okay. Ob jetzt das aber ein 5-Sterne-Hotel muss sein, in dieser Dimension, wie jetzt das geplant ist, glaube ich, braucht es ein bisschen mehr als ein Baugesuch und einen örtlichen Tourismusdirektor, der sagt, ja, wir brauchen ein 5-Sterne-Hotel. Ich möchte eine Bedürfnisabklärung haben, und zwar eine regionale auch, also dass die alte Region eingebunden wird. Und dann kann man das lokal nachher umsetzen, dass das auch in die Landschaft passt und auch in dem Sinne nachhaltig ist, wie das ja mehrmals gesagt worden ist. Ja, das Problem ein bisschen, wenn ich höre, dass man hier von Nachhaltigkeit redet auf diesem Projekt oben. Das heisst, ja, es wird nachhaltig sein, die lokalen Unternehmen werden davon profitieren und es muss keinen Profit abwerfen. Ich glaube, das ist in dem Sinne nicht ganz korrekt und ist eher ein bisschen, ja, eine Augenwischerei. Während Grossmächte um Einfluss an der schmelzenden Arktis ringen, kämpfen die Indigenen um ihre Kultur und ihren Lebensraum. Die Familie Czerny aus Bern setzt sich seit Jahrzehnten für die Völker am Polarkreis ein. Im ersten Teil beleuchtet der Max Saladin ihre Lebensgeschichte und den Aufbau von ihrer Sammlung. Im Prinzip haben wir die ersten Kontakte, die ich hier oben gearbeitet habe, oder auch schon mit ihr zusammen, weil der Chirurg aufgeflogen ist und dort oben operiert hat, oder, im hohen Norden. Und nachher 1994 war eine Inuit-Sammlung in der Schweiz zu verkaufen, mit über 100 Skulpturen, mit seltenen Batiken, von Workshops von 72 und 73 und Lithografien. Und das war nicht dokumentiert. Martha hat 2 Jahre daran gearbeitet. Wir konnten dann 80% der Werke den Künstlern zuteilen. Und dann haben wir einfach gelernt mit diesen Metamorphosen, Transformationen, mit dem Schamanismus und die Weltanschauung, oder, die ganzheitliche Weltanschauung von diesen Inuit, oder, das indigene Volk. Und das hat uns angefangen zu begeistern und dann haben wir angefangen zu sammeln. Das war im Prinzip der Anfang, oder, von dort her. 2011, oder, nachdem wir schon bereits viele nationale und internationale Ausstellungen gemacht haben, oder, haben wir dann das Museum aufgetan, weil wir einfach gefunden haben, dass man so eine Sammlung und das, was dahinter steht, oder, die ganzheitliche Lebensweise, oder, die Art, wie indigene Völker das sehen, oder, von der Erfahrungen von früher, oder, nachher, wie sich das heute auswirkt und nachher, was es eben für Implikationen könnte haben und einen neuen Denkanstoss, oder das ganzheitliche Denken für die Zukunft. Und das haben wir einfach gefunden, das muss man der Öffentlichkeit zugänglich machen, oder? Und das kann man auf der emotionalen Basis über Kunst eben sehr gut vermitteln, oder? Wir sind viel im Oberland und ich habe auch gesehen, dass im Oberland, wie die Leute dort leben, viel Natur verbunden und allem ist auch sehr ähnlich zu Kanada. So, es gibt nicht nur Unterschiede, aber es gibt auch Ähnlichkeiten. Ich glaube, wir suchen immer die Ähnlichkeiten, gell? Ja. Ja. Mhm. Ja. Also Westküste von British Columbia hat viel Berge, See und allem. Und ja, ich glaube, wenn wir im Saunaland sind, hat Peter immer gemeint, das ist auch unsere Kanada in der Schweiz. Ja. Es ist einfach eine andere Dimension in Kanada. Ja, wohl, ja. Die Schweiz ist wie ein kleiner Garten, oder? Ja, und Kanada ist viel, viel riesiger und wild. Ja, ja. Und wenn ich sage, ich will das knallhart formuliert haben, dann würde ich das so ausdrücken. Ich glaube, dass die Opinion Leaders in der Politik und auch in der Wirtschaft das Problem entweder nicht kennen oder sie negieren es zugunsten von kurzfristigen Profiten und nicht realisieren, dass sie sich ins eigene Bein schiessen für zukünftige Generationen und für ihre Kinder.
Und dort müsste man mehr machen. Und das ist das, was wir eben, zumindest in diesem Feld, was wir machen können, über Kunst, oder? Die Leute emotional herzugehen, zum Denken anzuregen, machen. Und dort würde ich eigentlich von verschiedensten Opinion Leaders, oder? Und ich würde mehr erwarten, oder? Das ist viel zu wenig. Also das muss ich ganz klar sagen, oder? Ich bin überzeugt. Und das ist das, was sich bei mir eigentlich geändert hat. Ich habe realisiert, es gibt eine andere Denkweise, es gibt etwas, das wesentlich ist, das in die Zukunft einfließen sollte. Jetzt schalte ich noch zu Matthias Mast in unser Studio zum Talk «Zusammen im Zentrum». Bei mir ist eine historische Figur, ich sage nur Span, ich sage Lauensee, Sally Schöre. Hoi Mertu. Du hast ja eigentlich den Urgeist vom Rock'n'Roll in dir. Was ist denn vielleicht ganz auf einen Punkt gebracht? Freude an Sache. Mehr dazu jetzt. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Das ist Ihr aktuelles Plattform-Jodwetter für den Kanton Bern zur Wochenmitte, also zum Bergfest. Und das ist das Stichwort. Die letzten Tage haben wir dank dem hochdruckbestimmten Wetter tolle Wintersportbedingungen in den Bergen geniessen. Ich hoffe, Sie euch. Ja, nach wie vor bestimmt ein kräftiges Hoch unser Wetter. Wie häufig in der Jahreszeit bedeutet das, dass sich feuchte Nebelluft in den unteren Schichten haltet, während in der Höhe trockene Luftmassen vorherrschen. Doch alles hat bekanntlich irgendein Ende oder nicht. Ihr Wetter, das kommt jetzt. Ja, die Wochenmitte startet im Flachland mit tiefem Hochnebel. Die Obergrenze liegt bei rund 800 Meter. Ober- und außerhalb vom Nebelmeer können wir wiederum ganz viel Vitamin D tanken. Teils starten wir den neuen Tag mit leichtem Frost. Ja, die Woche gibt es bislang wenig Schwung oder Spannendes in der Wetterküche. Wenn, dann bleibt es spannend, ob und wo sich der Nebel auflockern kann. Das wird wie die vorderen Tage nur stellenweise der Fall sein. Dazu haben wir teils eine mässige Beise. Und wer schon unter dem Nebel leidet, der findet eventuell Trost in Form von einem blauen Himmel inklusive Sonnenschein in unserer wunderschönen Bergwelt. In den Bergen dürfen wir uns nach wie vor auf richtig tolle Wintersportbedingungen freuen und die 0-Grad-Grenze liegt auf 2500 Meter. Es bläst ein Nordostwind dazu. Ja, am Donnerstag liegt die 0-Grad-Grenze im Vergleich zu den vorderen Tagen deutlich tiefer. Wir haben aber weiterhin sehr ein gutes Wintersportwetter. Am Freitag zeigen sich dann wohl viele Wolken und hier und da sind ein paar Flocken möglich. Und für das Wochenende und den nächsten Montag sind sich derzeit Wettermodelle noch nicht ganz einig. Vermutlich bleibt es meist trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben im kühlen Bereich und die Beise, die zeitweise bläst, macht es nicht angenehmer. Ja, das war schon wieder von Ihrem Wetter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.